liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Vertreter von der Presse, ich begrüße Sie herzlich zu unserer Pressekonferenz, zu der wir heute invitiert haben, für euch darüber zu informieren, dass Kollektivvertragsverhandlungen am Optiksektor gescheitert sind. Bevor wir aber in Detail gehen, gebe ich mal kurz erlauben, euch hier zu präsentieren. Links von mir sitzt Tom Mamer, Sekretär Zentral Adjoint vom Syndikat Gesundheit und Sozialwesen. Dann haben wir Claire Leonard, Repräsentant von der ALPSO, von der Association Luxembourgeoise des Pharmaciens Sans Officine. Dann der Luc Bellucci, der Präsident von der Association, und Margret Eichach, auch Vertreterin. Allen drei sind noch Teil von unserer Verhandlungskommission an den Kollektivvertragsverhandlungen. Dann zu meiner Rede Melanie da Costa, Sekretär Zentral Adjoint, auch an unserem Syndikat. Der Christopher Utter, Vertreter von der APPL, der Association des Préparateurs en Pharmacie du Luxembourg, an der FIT, Duarte Peralta, der Präsident von der Association. Mein Name ist Ben Schwasser und ich bin Sekretär Zentral vom Syndikat. Wir sind seit ungefähr einem halben Jahr am Gang, den Kollektivvertrag mit der SPL zu verhandeln. Das SPL ist das Syndikat des Pharmaciens du Luxembourg. Das heißt, Syndikat ist aber keine Gewerkschaft mehr, das ist der Patronatsverband. Ja, sonst da darüber aufpasst. Genau. Wir verhandeln zusammen, also Thomas und ich sind der Portparole von den Verhandlungen, und wir verhandeln da zusammen an der Kooperation mit der ALPSO und mit der APPL. Dann gebe ich kurz den Tom die Wort gehen, der den Dossier mir genau erklärt, und dann machen wir die Gruppe ab, für Fragen zu beantworten. Merci. Ja, der Ben sagt schon, wir sind seit Anfang vom Jahr, Anfang 2025, offiziell mit den Verhandlungen für den Kollektivvertrag am Gangen. Wo wir ein bisschen weit zurückblicken, gibt es den Kollektivvertrag für den Optiksektor seit 2006. Demnach hat es relativ lange gedauert. Da war auch die Sachen, auf die wir da noch zu schwätzen kommen, wir auch müssen an die Schlichtung gehen und so weiter. Mit 2006 wurden erschrieben, an dem war der Kollektivvertrag auf einem relativ starken Niveau, was Salären an Gardesystem und so weiter angeht. 2006 sind aber 20 Jahre, die an Land zu sehen, an den starken Niveau, den der Kollektivvertrag hat, geht es halt nicht mehr. Zum Beispiel Salären sind zu einem großen Teil mittlerweile vom Mindestlohn abgefräst gehen. Gött natürlich nicht immer den Mindestlohn bezahlt, mehr der Tisch hat Leute aufhängen, und obwohl sie Kollektivvertrag haben, mit Lohntabellen dran, bleiben sie mal jahrelang angefroren soziale Minimum. Selbst mit den Congés, Entretemps, Congés, gesetzliches Niveau beikommen, die sind am Kollektivvertrag nicht beikommen, die haben das, was verhandelt wird, rangeholt. Die Gardesystem, die wissen Optik, die schaffen noch Garden, Nutzgarden, Sondes, Feuerdeich und so weiter, den das halt gut nicht mehr und den gesetzlichen Kader adaptiert, dass da Stunden geschafft gehen, die aber nicht bezahlt gehen, natürlich, die Salari sind da, gehen aber dementsprechend nicht dafür entlohnt. So dass wir, wie gesagt, für all die Sachen uns passen, für Kollektivvertrag, um auf den Niveau zu heben, den Enker hat, was, wie gesagt, für den 2006 die Leute die uns angesagt hatten, verhandelt gauf, wo wir 2023 als ALPSO, OGBL und APPL als Summe getan, einen Forderungskatalog abgestellt, demals gab schon eine große Versammlung für das ganze Personal aus dem Sektor organisiert, wo die Piste ein bisschen vorgestellt gaufen. Am Anfang von diesem Jahr haben wir dann offiziell Verhandlungen abgeholt. Wir haben uns mit SPL, mit dem Patronatsverband, seitdem 7-mal gesehen. Das Jahr, das war am Anfang, auch zum Schluss, also sitzen wir in der Teil, das war immer ganz schwierig. Den Ton, den uns da in den Verhandlungen entgegengekommen ist, war nicht von Respekt geprägt, muss ich leider sagen. Wir haben zum Beispiel absolut keine Zölle geliefert gekriegt, weil das war der Minimum, den ich brauche, wir können zu verhandeln, den vom Patron gesagt kriegt, auf einer Verfassung des Sektor, die Einzel Abtikte sind. Weil ohne Zölle ist natürlich einfach, und das kriegt man noch immer gesagt, bei allem, was wir gefordert haben, als Antwort kommt, wenn das da geschieht, sie muss Talstunden Abtikten am Land verheilt. Das muss ich den Leuten glauben, wenn ich keine Zölle kriege.
Wie gesagt, darauf sind wir den selber recherchiert, finden die Leute nicht viel. Die Sachen hier fünf, wie zum Beispiel das, was CNS finanziert, wie Medikamente außerhalb von den Spitälern, die sind an den letzten Jahren enorm gewusst. Die Bevölkerung zu Lützburg, also an den letzten 20 Jahren enorm gewusst, sind aber nicht enorm viel Aptik dabei gekommen. So alles, was mir links und rechts ein bisschen zusammen gesammelt kruten, weiß, dass die Sektor an einer guter wirtschaftlicher Verfassung ist, und nicht der lukrative Sektor ist, dass du machst du als für zu verhandeln, für die Leute über das soziale Minimum raus zu heben. Bon. Wie gesagt, also Forderungskatalog, den wir abgestalten zusammen, hat Ziel für auf das zurückzukommen, was 2006 war, natürlich angepasst in die Realität, an der wir heute leben, sowohl die Realität von den Salären wie auch vom gesetzlichen Kader, was nach Garten und so weiter angeht. Patronat hat heute auch einen eigenen Forderungskatalog, den aber an unserer Interpretation ein anderes Ziel hat. Die Hauptforderung war für die Optiker, natürlich die Leute, die heute nicht mehr sitzen, die Optiker, die Salariés sind, die nicht selber Patron sind, für die aus dem Kollektivvertrag rauszuholen. Die wären dann nicht mehr vom Kollektivvertrag gedeckt, die müssten nicht mehr laut dem, was da festgehalten wird, was man eventuell das da festhalten, bezahlt oder behandelt gehen. Und das gibt natürlich die Leute in eine extrem prekäre Situation bringen, weil das gibt auch den Kollektivvertrag schwächen, wenn ein grosser, wichtiger Teil vom Sektor nicht mehr da drin fällt. Das wäre die Hauptforderung. An all die anderen Forderungen, was Salären, was Congés und so weiter angeht, hatten sie immer den Wunsch, dass das und die Sanität an der einzelnen Optik gebunden wird. Das ist wie so ein sektorielle Kollektivvertrag, das heißt, der gilt für alle Optiken, bis so, wenn ich an eine andere Optik gehe, verlieren schneist du durch. Das soll ein Zug, oder das wollte sie nicht mehr so haben. Das heißt, wenn ich solo zu Schöffling an der enger Optik schaffen, 20 Jahre lang an der Wieselstraße über Indianer, gebe ich bei Null aufhängen. Das wäre Wunsch, das geht natürlich komplett gegen die Logik von einem Kollektivvertrag, der für das ganze Land, für das ganze Sektor do ass. Well meist do an den Verhandlungen immer bis du den hatten, ich meine, nach 5 Firmen Summer net eens gesinn hummer dun den 3. Juni bei an der Maison du Peuple zu Asch eng echt groß Versammlung gemacht am ganz, also wo man ganz Personal invitiert hat, wo auch ziemlich viele Leute kommen sind, der Saal war ze klang Demos, wo man dat alles firstalt hun an wo leider halt hier wie ob dat ganz konnte gehen, wo ich schon gemerkt huet, echtens dat Leiit an Reiseforderungen stehen an net Leiit absolut net net mat op DW Welt die go fir zum Beispiel die Optik da rauszuhöllen oder alles und der Sanität an der Optik an der Inseloptik zu bannen. Dat hat sein Effekt, die Echtforderung vom Patronat gouf zreckgeholt, Optik da sind noch an Zukunft weiter am Kollektivvertrag mat aufgedeckt, dat war alles wie gesagt ganz wichtig an dat tut SBL siegelos. Op all den anderen Punkten hu sich aber net bougéiert. Bei den Salären leiie man immer ganz weit aus neen, just fir Zöllen zu nennen, am Durchschnitt will sie 1,96% gehen op die Einzelkarrieren an mir leiien an da immer schon Rufgang von unserem initiale Katalog am dem man Anfang vom Jahr hatte mir Leute bei 8,3% plus oder moins. Wie gesagt, op die Einzelkarrieren abgedeelt. Dat heißt, du hast noch relativ großen Ekart. An do hummer lo, wie gesagt, am Sommer hat man noch getroffen, am September, me sie Hundesto nimi bewecht an wie gesagt, ist so für schon Verhandlungen sind immer relativ schwer Martinen, nicht just dat ze extrem respektlos sind wie von uns optreten, mir auch dat ze sech net preparieren, man kein Donne am Vierauskräen, Tisch können immer du hin an der fan mal raus wat ze willst du normalerweise tausch die Sachen aus am Vier kann ich vier bereden an der kann den proper zu schaffen, das he net der Fall. Die letzte Verhandlungsrunde war der 25. September, wo du am Anfang so, dass du okay weitere Schritt machen wollen, das wäre hier allerletzte Proposition und du hast mir auch an aller Transparenz gesagt, dass mir die Leute das du präsentieren, ein Wort organisieren und daneben je nachdem, was du rauskönnt, entweder Daten schreiben oder weiter Schritte gehen. Bon, die wird organisiert letzte Woche heuer schon die Salarien am Kader von einer zweiter größer Versammlung. Wir hatten net online herabgemacht, weil natürlich nicht alle Menschen kommen kann, muss die Garde schaffen und so weiter.
de Wort war erfolreich an dem sind extrem viel Leute matt gemacht eng Bedelegung vom ganzen Sekte von 50%, über 50%. Von denen Leute hun 94,3%, das sind am ganzen 531 Leute Propos vom Patronat aufgelehnt. An hun Eis eben dummer also ganz stark Mandat gehen für das, was wir machen, an das die Schlichtungsprozedur anzulegen, an eben hun Mandat für an den Konflikt heranzugehen, an dem am Kader von den Verhandlungen. Schlichtungsprozedur just als kleine Erklärung bei einem Kollektivvertrag vor den Stunden 1 geht, dann möchte den wie gesagt eng Cäsinn für den Office National de Conciliation, der das beim Arbeitsminister an dann den do das eng Tochtmediation halt in der Präsidentz vom Arbeitsminister und den du 4 Main Zeit für einen Akkord zu fannen. Mün der lo das vorausgeschickt, nur dem er den Wort eben ausgewählt hatten. Der Tisch wir werden demnächst wahrscheinlich schon der Vakanze Rendevous kriegen und dann laufen die 4 Main dünn. In den 4 Main hoffen wir weiterhin, dass man Akkord fannen, das das Ziel von dem Ganzen. Wann nur den 4 Main kein Akkord sind Fond geht, dann haben wir eine Non-Conciliation an der das am letzten Code du Travail der Fall, wo dann Salarien Recht kriegen an Streik zu treten. Der Tisch, wie gesagt, wir hoffen darauf, dat nach Fond gëtt mé sinn lo wie de ben so am Konflikt mat der Eventualitéit dat d'Artikten irgendwann zouugemerk gi, weil Salarien erbecht niederle mussssen.